Guten Morgen zusammen und frohe Weihnachten. Ihr Kinder, habt ihr die Geschenke schon ausgepackt? Nein. Manche haben schon ausgepackt, manche heute noch, manche morgen noch, ja. Ist halt so kommen, ne? Und ihr Erwachsenen, habt ihr schon ausgepackt? Oh, klar, ganz schnell. Ja. Ist auch gut, dass es Weihnachten ist. Aber hey, das größte Geschenk, das wir haben, ist der Sohn Gottes. Ne? Und deshalb sind wir hier, deshalb feiern wir. Und den Sohn Gottes wollen wir nicht nur einmal pro Jahr feiern, sondern das ist das größte Geschenk, was bei uns bleibt, mit uns geht, jeden Tag in diesem Leben. Halleluja. Aber das war ehrlich gesagt für mich auch ein bisschen die Frage, als ich mich auf diesen Gottesdienst vorbereitet habe. Weihnachten, tja. Wer von euch kennt die Weihnachtsgeschichte noch nicht? Ich habe kürzlich mit ein paar Kindern geredet. Wer liegt in der Krippe? Josef. Okay. Ich weiß nicht, ob er mich provozieren wollte oder ob es eine Bildungslücke war. Aber ich finde es eine Herausforderung, hier zu stehen heute Morgen und euch nochmal eine Geschichte zu erzählen. Deshalb, hey, die Geschichte heute Morgen wird aus der Perspektive von Mäusen erzählt. Ne? Okay, vielleicht gibt es noch eine andere Sichtweise. Aber was ich noch sagen wollte, wir hatten Sonntag, Sibylle und ich, wir hatten Sonntag Gäste zum Kaffee eingeladen. Das Mittagessen Kaffee und wir kennen uns schon lange, haben uns ein bisschen länger ausgetauscht und da kamen noch familiäre Themen zu sprechen. Und dann sagt mein Freund, meine Familie war total gottlos. Ne? Und dann sage ich, wie würdest du gerettet? Ich sage, ich habe Gott nicht gesucht. Er kam, hat mich gesucht. Er hat mir Leute über den Weg geschickt. Ich wurde gerettet. Und dann sagt er, und ich habe es meiner Familie erzählt, meine Eltern haben mich gehasst, weil ich diese Botschaft gebracht habe. Ne? Und dann sagt er, mein Vater hat dann Krebs gehabt und auf dem Todesbett habe ich ihm die Botschaft gebracht und 3 Wochen vor seinem Tod hat er sich bekehrt und die Reaktion seiner Mutter war, sie hat ihn enterbt. Wegen dieser Botschaft. Also, weil er das größte Geschenk angenommen hat. Und ich habe dann gemerkt, mein Freund sagt, ich wurde enterbt, aber ich habe ein größeres Geschenk bekommen. Ihr Lieben, wir haben ein größeres Geschenk bekommen, und die Eltern waren nicht arm, ne? Ein größeres Geschenk bekommen, als auf der Erde existiert. Und darum geht es heute. Ich bin mit Sibylle in den Buchladen gegangen und habe gesagt, vielleicht finden wir ein schönes Buch. Wir haben ein schönes Buch gefunden und ich werde jetzt aus diesem Buch für euch vorlesen und danach noch ein paar Gedanken dazu sagen. Also das Buch heißt 2 kleine Mäuse auf der Suche nach einem großen König. Und ich setze mich da erstmal auf den Stuhl, das mache ich es mir auch gemütlich, das ist ja Weihnachten heute. Und hier stelle ich euch mal die beiden Mäuse vor. Ne? Diese beiden Mäuse, das ist die Mini und der Nick. Und die sind unterwegs. Und was sie erleben, das lese ich jetzt euch vor. Was ist denn nur los? Fragt Mini erstaunt. In Bethlehem ist es doch sonst ganz ruhig. Aber heute wimmelt es hier von Menschen, Wagen und Tieren. Sogar Kamele habe ich gesehen. Hast du gewusst, dass die einen anspucken? Sicherheitshalber hüpft Mini noch ein Stückchen zurück. Was geht hier eigentlich vor, Nick? Komm mit, dann zeige ich es dir, antwortete ihr Bruder, der wieder mal mehr weiß. Na, okay. Nick nahm seine kleine Schwester an der Hand und kletterte mit ihr auf die Stadtmauer. Heute findet hier eine Volkszählung statt, erklärte er. Menschen müssen alle in ihre Heimatstadt reisen und sich dort in eine Liste eintragen lassen. Deshalb ist hier so viel los. Genau, sagte hinter ihnen eine tiefe Stimme. Die beiden Mäuse drehten sich um und sie sahen einen Esel. Weil sie auf der Mauer standen, konnten sie ihm ins Gesicht schauen. Bist du aber groß, meinte Nick. Stell dir vor, ich kann in dein Nasenloch gucken. Igitt, rief Mini. Wer bist du? Fragten die Mäuse den Esel. Ich heiße Daniel und ich komme aus einer anderen Stadt. Musst du dich hier auch in eine Liste eintragen lassen? Nein, sagte der Esel, ich möchte den König sehen. Wie bitte? Fragte Nick verwundert. Habt ihr nicht gehört, dass der König nach Bethlehem kommt? Aber Bethlehem ist eine kleine, unwichtige Stadt
widersprach Mini. Warum soll ein König ausgerechnet hierher kommen? Weil dieser König jemand Besonderes ist. Ihm sind auch kleine Leute wichtig. So wie wir? Genau, bestätigte der Esel. Nächstes, ja. Nick und Minnie liefen zu dem Stall, in dem sie mit ihren Freunden wohnten. Sie schlüpften unter der Tür hindurch, huschten die Wand hinauf und sprangen auf ihren Lieblingsbalken. Von dort oben konnten sie alle ihre Freunde sehen. Das Pferd Daria und der Ochse Bruno, die fraßen gerade Heu. Jockel, der Gockel, schaute ihnen dabei zu. In einer Ecke drängten sich 6 Schafe und auf der anderen Seite kauerten der Ziegenbock Grummel. Er hatte immer schlechte Laune. Alle mal herhören, rief Nick. Wir müssen euch etwas ganz Tolles erzählen. Ja, ihr werdet staunen, rief Minnie. Aber die großen Tiere achteten gar nicht auf, was die kleinen Mäuse zu sagen hatten. Da bat Nick den Gockel Jockel. Jockel, kannst du uns helfen? Natürlich, antwortete der Hahn. Ich freue mich immer, wenn ich ein bisschen Krach machen darf. Er öffnete seinen Schnabel ganz weit und schrie, Kikeriki! Überrascht hoben die großen Tiere den Kopf. Hey, was soll das? Beklagte sich der Ziegenbock Grummel. Wir müssen euch etwas ganz Tolles erzählen. Ha, zieht ihr von hier weg, brummte Grummel. Nicht so unfreundlich, meinte das Pferd Daria. Also ihr beiden, was wollt ihr uns eigentlich sagen? Der König kommt nach Bethlehem, zu uns allen. Die Türe waren verblüfft. Schließlich krähte Jockel der Gockel. Hierher soll ein König kommen, das kann nicht sein. Unmöglich, muten, mähten und wicherten die anderen. Könige wohnen in einem schönen Palast, blöckten die Schafe. Und sie geben sich nur mit wichtigen Leuten ab, und behauptete der Ziegenbock. Ich fürchte, er hat recht, sagte das Pferd Daria. Macht euch lieber keine falschen Hoffnungen. Zu uns kommt der König bestimmt nicht. Nick und Mimi schauten sich an. Wir suchen nach ihm, erklärten sie. Viel Glück, lachte der Ziegenbock. Bald sehen wir den König, quiekte Minnie, als die beiden Mäuse den Stall verließen. Sie rannten auf die Straße, doch dann blieben sie stehen. Wo könnte er nur sein? Nick überlegte, lass uns zum Stadttor gehen, schlug er vor. Dort treffen sich immer die wichtigen Leute, um über wichtige Dinge zu sprechen. Als die beiden Mäuse zum Stadttor kamen, sahen sie eine kluge Eule. Guten Tag, rief Minnie ihr zu. Wir haben gehört, dass der König nach Bethlehem kommt. Hast du ihn vielleicht gesehen? Hier gibt es weit und breit keinen König, antwortete die Eule. Also war der König nicht zu den wichtigen Leuten gekommen. Ich habe noch eine Idee, sagte Nick. Wir können doch die Kamele fragen, Könige reiten auf Kamelen oder nicht? Sofort flitzten die beiden Mäuse hinüber. Hallo, rief Nick den Kamelen zu. Wir suchen den König. Wie kommst du darauf, dass ein König in diese kleine Stadt reisen würde? Erwiderte ein großes Kamel. Es hatte einen schönen Sattel und sah ein bisschen hochnäsig aus. Das hat uns ein Esel erzählt. Ach was, glaub nie, was ein Esel sagt, lachte das Kamel. Nick seufzte. Was machen wir jetzt? Wir suchen einfach überall, sagte Minnie. Sie rannten zur Hauptstraße, aber der König war nicht dort. Dann liefen die Mäuse zum Gasthaus, aber dort war er auch nicht. Als nächstes suchten sie auf dem Marktplatz. Dort gab es alles Mögliche zu kaufen, aber der König war nirgends zu sehen. Schließlich waren die beiden Mäuse müde und es wurde schon dunkel. Komm, wir gehen nach Hause, sagte Nick. Die anderen haben recht. Der König kommt nicht. Wir sind ihm nicht wichtig genug. Schade, schluchzte Minnie. Ich wollte so gern mal einen echten König sehen. Aber dieser Wunsch wird wohl nie in Erfüllung gehen. Nick und Mimi liefen zu dem Stall zurück, in dem sie wohnten. Da sahen sie den Esel Daniel. Schnell kletterten sie auf einen Zaunpfosten. Wir haben überall nach dem König gesucht, erzählen sie ihm. Aber der König ist nicht gekommen.
Doch, erwiderte der Esel mit seiner tiefen, sanften Stimme. Er wies auf den Stall. Darin stand die Futterkrippe. Und in dieser Futterkrippe lag ein kleines Baby. Voller Verwunderung rissen die beiden Mäuse ihre Augen ganz weit auf. »Wer ist das?« fragte Nick. »Es ist der König«, antwortete das Pferd Daria. »Ihr beide hattet recht. Der König ist nach Bethlehem gekommen. Er heißt Jesus«, erklärte Daniel. »Gott hat uns so lieb, dass er seinen Sohn zu uns geschickt hat. Er will uns helfen und er will uns retten.« »Mich meint er aber sicher nicht. Ich bin ihm bestimmt viel zu laut«, sagte Joggel der Gogel. »Und wir sind auch nicht besonders schlau«, blockten die Schafe. »Es kann sein, dass ich manchmal ein bisschen unfreundlich bin«, gab der Ziegenbock zu. Aber Daniel lächelte. »Jesus ist zu euch allen gekommen, zu jedem einzelnen von euch.« »Wer hätte das gedacht?«, rief Nick staunend. »Für diesen König ist niemand zu klein oder zu unwichtig.« Über Minnies Gesicht rollte eine Freudendröhne. Sie jubelte. »Er ist wirklich gekommen, sogar zu mir. Er ist wirklich gekommen, sogar zu mir.« Sag mal jetzt zu deinem Nachbarn, Jesus ist wirklich gekommen, auch zu dir. Okay, Jesus ist wirklich gekommen und das kann unser Leben verändern. Ich finde es immer so schön, wenn man am Ende des Jahres Rückblick macht und dann immer wieder Leute kennenlernt oder mit Leuten redet, die sagt, in diesem Jahr ist für mich ein großer Unterschied passiert. Ich habe den König kennengelernt und das hat mein Leben verändert, von schwarz nach weiß, von Hölle nach Himmel, von Verlorenheit zu Hoffnung. Oder es gibt Leute, die sagen, in diesem Jahr hat König Jesus was Neues für mich gemacht. Er hat meine Angst weggenommen. Er hat meine Unversöhntheit. Er hat mich erlöst von meiner Unversöhntheit. Er hat mich von meiner Isolation rausgeholt. Jesus ist gekommen und sehen wir den Vers, über den ich jetzt kurz predigen werde. Kurze Botschaft noch dazu. Können wir die nächste Folie bitte? Der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und dazu ein paar Gedanken. Der Sohn Gottes ist gekommen. Woher ist er denn gekommen? Wo war Jesus, bevor er nach Bethlehem ging? Er war im Himmel. Er war an einem Platz, können wir uns nur ansatzweise vorstellen. Dort war es perfekt. Dort gab es kein Geschrei. Dort gab es keinen Streit. Dort gab es keine Inflation. Dort gab es keine Angst. Da war absolute, vollkommene Harmonie. Und im Psalm 16 beschreibt es die Bibel so, in Gottes Gegenwart ist Freude die Fülle und Glückseligkeit in der Hand Gottes, in seiner rechten Hand, um es auszuteilen. An diesem Platz war Jesus von aller Ewigkeit. Und es ging ihm gut. Er hat keine Probleme, kein Leiden. Es ging ihm rundum gut. Und trotzdem, und das ist der zweite Punkt, ist Jesus in einen Stall gekommen. Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist haben gesagt, schaut mal diese Menschen an. Guckt, ihr seid alle wunderbar gemacht. Guckt euch mal um ein bisschen. Ja? Jeder einmalig, jeder von uns geschaffen zum Ebenbild Gottes. Jeder von uns ein Ebenbild Gottes. Gott sichtbar in uns. Der Art und Weise, wie er uns als Menschen, als Wesen geschaffen hat. Und der Vater sagt zum Sohn, schau mal diese schönen Menschen, auch die in Afrika, auch die in Asien, auch die in den islamischen Ländern. Das sind die Menschen, die wir geschaffen haben. Aber sie sind weit weg von uns, sie haben keine Hoffnung und sie bekämpfen sich so. Jesus, wir brauchen einen Plan. Geh in den Stall und zeig in dem Stall, dass du für alle da bist. Zeige in dem Stall, dass du dir nicht zu schade bist. Es ist dir so wichtig, dass jeder Mensch Jesus kennenlernt, Gott kennenlernt. Es ist dir so wichtig, dass jeder Mensch durch die offene Tür zum Vater gehen kann. Jesus, der Plan heißt, werde Mensch. Aber fang ganz unten an, fang im Stall an.
Stell dich mal das vor, der König des Universums in einem Stall geboren. Sie haben versucht, in einem Hotel unterzukommen, in einer Pension, Airbnb, alles war zu. Im Stall war offen. So sehr, so wichtig bist du für König Jesus. Und vielleicht sagst du, oh, es gibt so viele Probleme in meinem Leben. Ich habe manchmal das Gefühl, das ist für Gott gleichgültig. Wenn es wirklich für Gott gleichgültig wäre, dann wäre er nicht in den Stall gekommen. Die Tatsache, dass er vom Himmel kam, von diesem perfekten Ort, in einen Stall, wo es gestunken hat. Ich komme vom Bauernhof, ne? Im Stall stinkt's. Ne? Und dort ist der König des Universums geboren. Und da gab es kein Bad, da gab es keine großen Hygienemöglichkeiten. Und der Vater zeigt dadurch, ihr seid mir so viel wert, dass ich meinen Sohn so entäußere, in so einem schwierigen Platz auf diesem Planeten bringe. Und dann nicht nur das, hüpfen jetzt von Weihnachten zu Ostern. Ne? Mein Sohn, sagt der Vater, der wird ein Diener, er wird ein Knecht und bleibt gehorsam. Vom Himmel in den Stall. Und ein dritten Gedanke, ja, und ich bleibe noch mal kurz beim Stall, das ganze Leben, das Jesus gelebt hat, Ablehnung. Seine eigenen Brüder haben über ihn gelacht. Was? Du wirst der Messias sein? Dann zeig mal, was du kannst. All diese Dinge, die Leute haben ihn abgelehnt, die religiösen Oberschicht hat ihn abgelehnt, seine engsten Freunde haben ihn in Gethsemane, sie haben es verpennt und die anderen haben gesagt, wir kennen dich nicht. Und diesen Weg ist Jesus gegangen. Wozu? Um dir und mir zu zeigen, es gibt keine Situation in deinem Leben, die außerhalb der Reichweite Gottes ist. Jesus ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und mein dritter Gedanke, er ist gekommen, zu suchen. So wie mein Freund mir am Sonntag erzählt hat, ich war nicht auf der Suche nach Gott, aber er hat mich gesucht. Ich kann es aus meinem Leben sagen. Ich habe nicht Jesus gesucht. Er hat mir 7 Leute über den Weg geschickt, über 2 Jahre. Aus 4 Kontinenten, weil ich Gott wichtig war. Du bist Gott wichtig. Er sucht dich. Auch wenn du manchmal denkst, was hat mein Leben für einen Sinn? Jesus sucht dich, weil er dich geschaffen hat. Weil er dich so geschaffen hat, dass in dir die Sehnsucht ist nach Ewigkeit. In dir ist die Sehnsucht nach einer bedingungslosen Liebe. Das hat er in dich reingelegt. Und er sucht dich. Er will mit dir diesen Weg schaffen. Und der nächste Gedanke, wer ist qualifiziert, gerettet zu werden? Ich fand die Geschichte so interessant. Ne? Die Schafe sagen, wir sind eigentlich nicht qualifiziert, dass er zu uns kommt. Wir böcken manchmal zu viel. Sogar der Ziegenbock war so einsichtig, dass er gesagt hat, ich bin nicht qualifiziert, dass der König zu mir kommt. Ich bin manchmal brummelig und dickköpfig. Und der Gockel, ich bin viel zu laut, kann der König zu mir kommen? Egal, was du für Charakterschwächen hast, egal, was du für Fehler gemacht hast, hör heute zu. Der Sohn Gottes ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Du bist nicht qualifiziert durch dein gutes Verhalten. Du bist auch nicht disqualifiziert durch dein schlechtes Verhalten. Du bist qualifiziert, weil der Sohn Gottes sucht. Er sucht dich. Und jetzt kommt der entscheidende Gedanke. Der Sohn Gottes möchte gerne aktiv sein. Was ist seine Lieblingsbeschäftigung? Zu retten. Wenn du heute hier bist und noch nicht diese Gewissheit hast, wenn der Vorhang hier eines Tages zugeht, und der wird zugehen, für jeden von uns, auch wenn du 120 Jahre alt wirst, eines Tages geht der Vorhang zu. Und zu retten, Jesus ist gekommen, dich zu retten, dir die Gewissheit zu geben. Eines Tages sehe ich ihn in seiner Herrlichkeit. Ich weiß genau, wenn der Vorhang hier zugeht, ich werde nicht da unten bleiben, 2 Meter tiefer, sondern ich werde bei ihm sein und mein Geist wird bei ihm sein. Später mein neuer Körper, ich werde den König aller Könige von Angesicht zu Angesicht sehen. Leute, wenn wir keine Hoffnung haben auf diesem Planeten, wer dann? Und wenn wir unsere Hoffnung unser Licht unter dem Scheffel halten, wie soll es dann leuchten in unserem Land? Der Sohn Gottes ist gekommen, zu retten. Er ist gekommen, uns Hoffnung zu geben. Er ist gekommen, uns zu versöhnen. Und ich spüre heute, dass Gott sagt, du bist wichtig. Jeder, der hier sitzt, ist wichtig. Keiner ist disqualifiziert. Wenn es die Böcke waren und die Schafe und der Gockel, dann können wir sagen, wir sind auch qualifiziert, weil wir Hilfe brauchen.
Das Einzige, was uns disqualifiziert, die rettende Liebe und Kraft und das Erbarmen Gottes zu erleben, ist, brauche ich nicht, weiß ich schon alles. Wir werden empfänglich für die rettende Liebe und Kraft Gottes, wenn wir sagen, zum ersten Mal, Gott, ich kenne dich nicht, ich will dich kennenlernen. Und ich vermute, die meisten von uns sitzen hier und sagen, ich kenne ihn schon. Und dann sind wir befähigt, mehr Hilfe zu empfangen, mehr vom Himmel, mehr Ressourcen vom Himmel, mehr Freude vom Himmel, mehr Kraft, Wunder zu tun, indem wir sagen, Gott, wir brauchen Rettung. Der Himmel ist so voll, dein Wille geschehe, wie im Himmel. Wie geschieht er im Himmel? Dort ist Freude, dort ist Versöhnung, dort ist Einheit, dort ist Respekt, wie im Himmel, so auf Erden. Deshalb sind wir hier. Und der Sohn Gottes ist gekommen, zu suchen und zu retten und uns zu Werkzeugen seiner Rettung zu machen. Lasst uns Weihnachten feiern. Lasst uns feiern. Der Sohn Gottes ist gekommen, zu suchen, zu retten, was verloren ist und uns als sein Licht eingesetzt hat. Er hat uns zum Licht eingesetzt für Baden und Wettingen, für Aargau, wo immer wir leben. Er hat uns eingesetzt und sagt, dieser Planet soll nicht in die Zukunft in der Dunkelheit bleiben. Dieses Land hat ein Licht gesehen. Jesus, der Sohn Gottes. Und das ist mein Wunsch für mich, für uns, dass wir das immer mehr in unserem Herzen erleben und dass wir immer mehr das weitergeben können. Zum Abschluss noch ein Gedanke. Ich hatte vor ein paar Wochen morgens eine Gebetszeit und manchmal in meiner Gebetszeit weiß ich nicht, was ich beten soll. Ich bete Jesus an und ich bete an mit Liedern, die ich kenne, mit neuen Liedern und ich habe so gemerkt, wie der Heilige Geist sich ganz stark mit mir verbindet und wie der Heilige Geist das heißt ja, wir sollen die Koinonia, die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist haben. Wie der Heilige Geist sagt, ich will diesen Jesus berühmt machen. Dieser Jesus, der hat das Größte gemacht, der hat das Beste gemacht. Und in dieser Phase war es für mich gar kein Bemühen, Jesus anzubeten. Es war gar keine Arbeit, gar kein Bemühen, Jesus berühmt zu machen. Es war der Heilige Geist, der mir gezeigt hat, guck mal diesen Jesus. Dieser Jesus hat für alle deine Schuld bezahlt. Dieser Jesus hat die Mächte der Finsternis entwaffnet. Dieser Jesus hat den Tod besiegt. Dieser Jesus hat die Tür geöffnet, dass du jetzt mit dem Vater reden kannst und mit dem Vater zu Hause sein darfst. Und dieses Geschenk gilt für uns alle. Und der Heilige Geist lebt in dir. In dem Moment, wo du gesagt hast, Jesus ist mein Herr, ich brauche dich, ist der Heilige Geist in dir. Und gib dem Heiligen Geist Raum, dass er dir neu und frisch zeigen kann, der Sohn Gottes ist gekommen, der Sohn Gottes liebt dich, der Sohn Gottes ist für dich, der Sohn Gottes hat eine Zukunft für dich vorbereitet, der Sohn Gottes will auf dieser Erde berühmt gemacht werden, durch dich, in dir und durch dich. Lasst uns ihn anbeten. Ich möchte jetzt noch für uns alle beten, ich bete für mich, aber ich bete auf uns alle, dass es immer mehr noch Realität wird für uns. Seid ihr dabei? Lass uns aufstehen als Zeichen dafür, Jesus, hier sind wir. Wir wollen uns in neue Dimensionen reinführen lassen. Jesus, du bist der Sohn Gottes und wir feiern heute deinen Geburtstag. Wir feiern heute die Tatsache, dass du den Himmel zurückgelassen hast, dass du in den Stall gekommen bist, dass du auf dieser Erde gelebt hast, um den Vater zu zeigen und die Tür aufzumachen. Und ich bete jetzt für uns alle, dass wir in dieser Weihnachtszeit, in dem kommenden Jahr, noch tiefer verstehen in unserem Herzen als Offenbarung, wer du bist, wie sehr du uns liebst und dass du in alle Bereiche unseres Herzens reingehst und uns Rettung bringst, die Ressourcen des Himmels, so dass unser Licht immer heller leuchtet und dass wir, wenn wir nächstes Jahr wieder Weihnachten feiern, dass wir Leute in unserer Mitte haben, die sagen, 2023 war eine Weichenstellung in meinem Leben. Ich habe den Sohn Gottes kennengelernt. Wir laden dich ein, Heiliger Geist, dass du uns auf diesem Weg weiternimmst. In Jesu Namen. Amen.